Horizont darstellen, wurden groß gefeiert. Und was mich gewundert hat, Marie-Louise Niekuter, die seit 40 Jahren auf der Bühne steht, 160 Lieder geschrieben hat und ich weiß nicht, wie viel das Motto-Lied, das war ja schon fast Kult. Es ist Kult. Also ich denke einfach, sie gehört dazu und man sieht es an der Stimmung, die sie verursacht und sie ist Kult und sie gehört einfach dazu. Stimmung verursacht, das ist auch eine schöne Formulierung. Ja. Verursacht wird in diesen Tagen sehr viel hier in Köln. Da kommen wir gleich drauf. Und wenn die Stimme ein bisschen des Ansagers belegt ist, sehen Sie es mir nach. Es ist weniger das Köln, sondern mehr die Temperaturen und das, was so in diesen Tagen auf die Bronchien und auf die Stimme steht. Jetzt geht's aber los. Jetzt begeben wir uns ganz auf die Straße und schauen mit dem ersten blau-weißen Spielmannzug auf das, was danach kommt. Apropos Blau-Weiß, heute Nachmittag muss der 1. FC Köln gewinnen auf Schalke bei den Blau-Weißen, damit hier morgen auch, was den FC angeht, die Stimmung dementsprechend ist. Die Schul- und Wedelzüch. Isabel. Die Schul- und Wedelzüch. Und das, was du eben als blau-weißen Spielmannszug angekündigt hast, das ist der Regimentsspielmannszug der Roten Funken. Die gehen morgen in der Uniform der Roten Funken mit, aber heute in ihrem eigentlichen Kostüm. Und das ist der Tambour- und Hornistenclub Köln-Kalk-Humboldt. Das Ganze in der Severinstraße, benannt nach der Kirche des heiligen Severin, wo unsere Sprecherkabinen unmittelbar davor sich befinden, wie in jedem Jahr, wenngleich das hier alles noch eine Notlösung ist in Gänsefüßchen, denn seit diesem berühmten U-Bahn-Bau sind wir mit den Sprecherkabinen hier in die Kölner Südstadt gegangen, in das Herz der Stadt, wo, wie gesagt, hier auf der Severinstraße die vielen kleinen Läden sind, das Leben sehr urban ist und hier sieht man nochmal die Severinskirche im Vordergrund. Und da hinten der Dom und weiße Dächer, das ist ungewöhnlich. Da unten unsere Sprecherkabinen auf dem Severinskirchplatz, auf dem sich nun der Zug bewegt. Und da schauen wir jetzt hin. Wir erwarten die katholische Grundschule Lorbergstraße mit der Nummer 1, aber das dauert noch einen kleinen Moment.